Hi, servus. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal die Pflanzen, die frostempfindlichen Pflanzen wieder ins Winterquartier schicken. Feigen, Yucca-Palmen. Und die muss man nicht unbedingt jetzt in einem mordswarmen Raum aufbewahren über den Winter. Es reicht schon aus, ein kleines Gewächshaus zu nutzen, so wie ich hier habe. Das zeige ich euch dann. Da kommen jetzt alle alten Pflanzen raus. Gurken, Paprika, alles was wir drin gehabt haben. Und dann kann man hier wunderbar locker über den Winter frostempfindliche Pflanzen super überwintern. Funktioniert tatsächlich und wir haben das schon mehrere Jahre so gemacht und da das funktioniert, will ich euch das heute per Video zeigen, dass man so ein kleines Gewächshaus wunderbares Überwinterungsquartier nutzen kann. Also viel Spaß dann beim Zuschauen, euer Helmut, die Anker vom Schmiedi. Ja, das sieht richtig aus wie im Urwald. Das muss jetzt alles rausgeschmissen werden. Dann kommen hier die frostempfindlichen Pflanzen rein. Ja, das muss, wie gesagt, alles raus. Und dieses kleine Gewächshaus bietet sich genial an für die Überwinterung der Feige und Yucca-Palmen. Ich werde da alles gut rein. Das waren Gurken. Das muss alles weg. Ja, das Gewächshaus ist nicht groß, aber hier kann man wirklich alles anpflanzen, was geht. Und das ist halt das Schöne, dass man so ein Gewächshaus zur Überwinterung nutzen kann. Das ist schon eine tolle Sache. Wahnsinn. Ja, da war jetzt schon mal 3 Wochen nicht mehr herin und dann sieht es aus wie im Urwald. Das was uns erst einmal einen Weg frei macht. Oh, die kann man noch essen. Das sind riesengroße Britscher Gurken. Die kann man noch verwenden. Wir haben jetzt 9. Oktober. Auch noch eine. Und wenn, dann kann man schnell Gurken machen. Da gibt es ein tolles Rezept. Die sind alle nur top. Ja, das ganze Jahr ist eigentlich immer Arbeit. Wenn es ja kein großer Garten ist, aber es gibt immer etwas zu tun. Das Gewächshaus hat eine Höhe von
2 Meter. Und ich sage jetzt einmal grob 2,50 Meter lang. Und dann hat es eine Breite von auch 2 Meter. Reicht vollkommen aus für Gurken. Ich habe Magikraut und Paprika, Spitzpaprika, hinten haben wir Zierkürbis. Die sind Zierkürbisse. So. Na gut, das mache ich jetzt alles raus und dann geht es weiter zum Einwintern. Ja, hier haben wir noch genügend Gurken. Da kommen noch mehr. Oktober. Ja, das Gewächshaus ist jetzt fast leer von den ganzen Gemüsearten, Gurken, Paprika und Zucchini haben wir herin gehabt. Und jetzt kommt der letzte Feinschliff. Wir haben einen schönen Ertrag. Das ist das Ganze, was wir jetzt Oktober noch geerntet haben. Wir haben noch, das sind keine Kürbisse, das sind Wassermelonen. Die sind zwar etwas klein, aber wir schauen, ob die was sind. Dann habe ich noch Paprika, grüne und rote, super geile, schöne grüne Gurken. Und für Mitte Oktober fast, 9. Oktober, ist es eine tolle Ernte. Und da können wir einen Gurkensalat machen. Das sind ja so feine Wurzelfäden, die ziehen wir auch gleich mit raus. Und das Grobe kommt dann wieder im Frühjahr, wenn das neue Zeug reingepflanzt wird. Ja, nächstes will ich ein bisschen Mangold haben. Andere Pflanzen probieren. Gurken machen wir diesmal weniger. Weil da haben wir so viele gehabt, die kann man gar nicht essen. Da könntest du den Markt aufmachen. Und passt. Wir haben jetzt 3 so Steine reingelegt. Die habe ich in die Erde reingedrückt. Und dann habe ich nur so Spanplattenreste. Und die lege ich bloß da drüber. Die bieten einen super Halt. Und dann kann man hier die draufstellen. Das geht wunderbar und sind nicht direkt in der Erde drin und es funktioniert perfekt. Das sind die kleineren Arten.
auch hier rein. Und das Gewächshaus reicht locker aus, damit die Pflanzen nicht erfrieren. Und das glaubt man gar nicht, was hier für Verteilung von der Wärme ist. Echt super Sache. Er kommt hier gerade aus. Dann kann hier die Feige noch wunderbar her. Yucca-Palmen und Zeug. Wir müssen es nicht so warm haben. Funktioniert. Perfekt. Ja, alles gießen.